Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Silent Hill F. Wir haben hier einen Kalender hingehängt. Können deshalb diese Tür hier öffnen. So. Das sieht ja richtig super hier aus. Habe ich richtig Bock drauf hier. Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Gehen erstmal, wie sich das gehört, in jeden Raum rein und gucken und nehmen zum Beispiel einen Verband mit. Wo ist das Mädel gerade hin, das da eben war? So. Wir werden hier speichern. So. Einfach, wir sind jetzt in der Shimizu-Residenz 2. Also gerade eben waren wir noch in 1. Hallöchen. Hast du gedacht, hä? Komm mal raus, komm. Na, die Tür. Bitte die Tür rauskommen. Kommst du die Tür raus? Komm her, komm. Das war sehr dumm von mir. Ich weiß. So. Da frage ich mich, wer blöder ist. Ich, der durch Wände hauen will, oder das Mädel, das durch Wände hauen will? Wo? Ach, da draußen. Hey, du da? Darf ich dich mal was fragen? Tut das weh, wenn ich so tue? Ne, ich glaube nicht. Er hat sich zumindest mal nicht beschwert, dann tut das, glaube ich, auch nicht weh. So, wir gucken nochmal. Unser Schwert dürfte jetzt volle Möhre aufgeladen sein. Gut, dann wechseln wir wieder. Das macht das Leben... Oh, da ist eine Sichel. Mal gucken. Nee, bleiben bei unserem Mega-Idee. Unsere Idee ist ja, dass wir mit diesem Schwert schnetzeln und wenn es dann anfängt, Abnutzungserscheinungen zu zeigen, dann wechseln wir auf eine andere Waffe, damit das Schwert wieder ein bisschen geschliffen wird, sozusagen, ja. Das ist genau die falsche Richtung. Ich wollte nämlich eigentlich hier hingehen. Muss dann hier jede Tür auf sein? Na doch, das ist das Zimmer, wo die Schokolade liegt. Wer kennt es nicht? Nee, ist schon in Ordnung. Schokolade, schmeckt mir gut. Ja, man merkt schon wieder. Ich verfalle wieder in meinen, es ist hier gruselig Singsang. Was das Ganze nicht besser macht. Probieren wir es mal links, oder? Wird wahrscheinlich zu sein. Ja. Probieren wir es mal rechts. Ist leider nicht zu. Ist jemand hier? Nee. Gut. Ach ja. Wir sind vielleicht, aber nur vielleicht, ein klein wenig überladen. Waschmaschinenbroschüre, was? Lassen Sie sich vom wirbelnden Tanz des Waschwassers begeistern. Hochmoderne elektrische Waschmaschine. Für die Hausfrau, die es am besten weiß. Die Waschmaschine der Zukunft vom Elektronikpionier Toranami Denki. Modell KM2. 29.800 Yen. Wieso ist neben diese Kurbel? Ich dachte, die Kurbel, die dreht dann die Trommel. Aber wenn die elektrisch ist, was macht die da? So, ja gut. Danke. Aber was will mir diese Werbung sagen? Okay.
Hä? Ja komm, dann gehen wir hier auch rein. Okay, irgendwas liegt hier wohl. Da. Ich bin doch voll. Ich bin doch voll wie Ämer. Nun gut, also, hier gibt's nix. Also, was heißt nix? Außer Ramune. Dann gehe ich jetzt da zurück, wenn ich die Tür dann wieder finde. Das ist ja mein großes Problem. Wollte ich ja eigentlich eben schon gehen. Da war das? Ja. Da zurückgehen. Es tut mir leid. So, jetzt aber. So, da rein. Da hoch. Und dann darüber. So, jetzt. So, in den Schrein legen. Jawohl, ja. Einmal göttliches Wasser, das lassen wir. Schokolade, getrockneter Kadaver. Ernsthaft jetzt? Wir haben wieder zu viel Verband, merke ich gerade. Das kostet uns einen Platz. So. Also, wir haben in der letzten Folge... Einfach mal. Klar, warum nicht, ne? Wir haben in der letzten Folge unsere Ausdauer und Verstand und Gesundheitsleiste voll aufgepowert. Deshalb sind wir jetzt, sammeln wir jetzt einfach nur noch Sachen ein, für Omamori zu ziehen. So, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie viel Omamori das es insgesamt gibt. Gefühlt viel. Sehr viel. So, da im Schrank war das, gell, der Ramune, ja. So. So. Dann sind wir hier ja quasi durch. Ganz nach hinten, dann nach links, so. Ja. Ganz nach hinten, dieses links. So, müssen wir jetzt halt viele Sachen abgeben. Ist ja aber nicht schlimm, wir haben es ja. So, Ramune, maximaler Verstand, wohingegen göttliches Wasser, Verstand und Verstandsschaden. Ja. So, jetzt haben wir frei. Ja, geh mal weg. 11 Plätze. Weißt du was? Komm, die bereiten uns mal vor auf den Endkampf. So, einfach damit wir hier ein bisschen Platz kriegen, weißt du, so. Wo gehen wir hin? Gehen wir dahin? Gehen wir dahin, oder? So, da war ja eben noch ein Mädel rumgerannt. Da drin ist irgendwer. Hört sich nach einem Frosch an. Es sieht auch wie ein Frosch aus. So. Gut jetzt. Er hat aber jetzt viele ausgehalten. Muss man ja doch mal sagen. Ich dachte, der hält deutlich weniger aus. Beim Superschwert. Klemmende Türen sind was Feines. Shit. Das nehme ich doch gerne mit. Das gibt gut Punkte. Gab es gerade Besuch da drüben? Hört sich auf jeden Fall so an. Ah, Moment, das ist ein Foto von mir. Bilderrahmen, ein Foto von mir. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, wann es aufgenommen wurde. Das brauche ich.
Habe ich nicht gerade einen Werkzeugsatz benutzt, damit ich ihn los hab? Das machen wir nicht, gell? Ja, es ist komplett die falsche Waffe, merke ich hier, für die doch eher engen Räume. Aber macht nichts. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen mit Schwert geschnetzelt. Jetzt müssen wir wieder mit was anderem schnetzeln. Okay, hier sind wir durch. Konnte man da vorhin nicht reingehen? Scheinbar nicht, okay. Auch hier wieder brauchen wir einen Kalender, den wir dann an die Wand hängen können. Den wir dann an die Wand hängen können. Ist das nicht unser? Das ist unser Zimmer. Nee, Junkos Zimmer. War ich hier schon mal? War man da im ersten Durchgang? Keine Ahnung. Brief an den Weihnachtsmann. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ein sehr braves Mädchen und hätte deshalb gerne eine Strahlenkanone von Shimizu Hinako. Was macht das hier bei Junko im Zimmer? Es gab Zeiten, in denen ich mir aus tiefstem Herzen wünschte, dass Weltraumkriege ewig weitergehen würde. Aber als wir älter wurden, hörte das galaktische Imperium auf, neue Truppen zu schicken. Wir sind immer noch stolze Mitglieder der Weltraumarmee und werden immer bereit sein, die Erde zu verteidigen. Wir nennen uns immer noch Partner, wie in alten Zeiten. Auch wenn unsere Klassenkameraden lachen und sagen, dass es dämlich ist, unsere Weltraumkriege sind noch nicht zu Ende. So. Okay. Also man merkt hier, dass das jetzt der zweite Durchgang ist. Ja, aber das ist doch mein Zimmer, oder? Laber doch nicht. Da hinten ist dieses blöde Regal, wo ich mal was suchen sollte und das ist nicht aufgetaucht am ersten Durchgang. Ja, klar ist das mein Zimmer. Stand da eben nicht, dass es Junkos Zimmer ist? Seltsam. Na, egal. Haben wir. Da ist wieder der Haken für den Kalender. Da sollte zu sein. Da hört sich irgendetwas komisch an. Wie komisch genau, kann ich nicht sagen. Ungefähr so komisch, ja. Ja, das kannst du mal gleich vergessen, Mädel. Ja, komm. Okay, kannst du hier vergessen. Mit dem Schwert kannst du es hier einfach vergessen. Also hier in diesen Gängen ist totaler Irrsinn. So, hier sieht's besser aus. Echt jetzt? Musst du jetzt da so ein Ding hinlegen? Hast du gedacht, hä? Ich mach damit, mit diesen Dingen mache ich schon ordentlich Strecke, merke ich, ne? Mit diesem schweren Move da. Aua. Bleib stehen. So, hab ich dich, ne? So. Wäre wahrscheinlich auch gegangen ohne ohne es platt zu machen, einfach vorbeirennen, weißt du, aber ey, nein. Ich will. Ich hab gute Waffen genug und ich will mich hier in Ruhe umgucken. Oh, hier hätte ich es deutlich besser bekämpfen können. Naja, kann ich alles haben.
So, da drüben kann ich da irgendwo rein. Ja. Das ist das Zimmer der Eltern. Sehe ich von hier. おままごとに入れてって頼んだら Jesus. 入れてくれなかったんだって。あらあら、気の毒だったね。ひなちゃんは男の子と遊んでたから女の子のお遊びには Ach, 入 das れ sind て die あげ zwei ないって言 Schwestern. われたの。誰そんなこと言ったの。後でお姉ちゃんが叱っとくから。純子およし、かわいそうに男の子と遊んでただけでひどいね。女の子嫌い。ひな子は女の子嫌だ。男の子になる。この子はもっと小さい頃から男の子とも女の子とも遊んでたからね。昭和って不思議な時代だよね。どうして子供の世界では男女が冷やかし合い互いに拒絶し合っているんだろう。学校でも異性と話をしただけでバカにされたり冷やかされたり、私はそういうのが昔から理解できなくてのけ者にされてた。男子とかくれんぼしたい時もあれば女子とお人形で遊びたい時もあった。でも男子は私を女扱いしてあんまり仲間に入れてくれなかった。女子は私が男子と遊んでるからって仲間外れにすることも多かった。お姉ちゃんはそれをひな子は見えている世界が違うのねって言ってたっけ。でもそんな私にも Ist das 私のこ Schuh? とを女扱いせずに遊んでくれる初めての親友ができたんだ。おい、それお前の人形だろ。落としてるぞ。宇宙作戦本部応答せよ。新たな巨大 UFO を確認。直ちに迎撃に向かう。 Das ist Schuh gewesen. Okay. Ja. Ich glaube aber, ich habe selbst keine Kinder, keine Ahnung. Aber das hat sich zumindest schon gebessert. Keine Ahnung. Also im Sinne von... Also ich weiß, dass ich mit Puppen gespielt habe. Und mit Autos. Und es war halt einfach scheißegal. Und ich weiß, dass sich mein ältester Bruder unbedingt als Rotkäppchen verkleiden wollte an Fasching. Und dann hat er sich als Rotkäppchen verkleidet, komplett mit Kleid und Köpfchen und Brot und Wein. Na gut, Wein hat er wahrscheinlich nicht gekriegt. Also es war halt einfach egal. Wenn er das will, lassen machen. Ja, ich habe noch 2 Brüder. Also wir waren eine reine Bruderschaft sozusagen. So. War es hier vorhin auch schon so hell? So. Dann war ich ja aber auch hier quasi überall. Ja, da raus noch und dann noch rechts. Ich muss jetzt trotzdem dahin gehen, auch wenn ich glaube, dass ich hier schon mal war, oder? Keine Ahnung. Ja. War ich da halt schon mal. Okay, da ist offen. Wie sieht's denn hier aus? Ach, das ist das Wagenpuzzle. Das kenne ich noch, ja. Huch. Was ist denn das? Das sieht aus, als hätte sich jemand mit dem Arsch auf den Drucker gesetzt. Auf den Scanner. Was ist das da? Fühlt sich nicht richtig an. Ich habe das Gefühl, als würde mich jemand beobachten. So rum. Da steht was. Ich bin immer allein, also ist es für mich okay, alleine zu spielen. Aha. Das heißt, ich habe die rechte und die linke Schale ganz für mich allein. Rechte und linke Schale? Aha. Ich spiele sehr gern mit Kokeshi-Puppen. Ich achte besonders darauf, sie mit der linken und der rechten Hinako zu teilen, damit es beiden gegenüber fair ist. Oh, ich weiß noch, das hat mich schon beim Das hat mich schon beim ersten Mal irritiert. Was gehst denn du so komisch an? Sie hat die Lampe Bewegungsmelder.
そうなところがある。 Also, so, komm mal her. Linke und rechte Schale für mich allein. Kokeshi-Puppen. Ich glaube, die Holzdinger da, das sind Kokeshi-Puppen. Und sie achtet immer darauf, also die müssen einfach nur vom Gewicht her ausgeglichen sein. So. Machen wir's einfach so wie beim ersten Mal. Guck mal, die Oma da zum Beispiel, die ist nicht sehr schwer. Der da ist schon schwerer. Das ist, glaube ich, meine Schwester, oder? Okay, das war's nicht. Komm mal her. Nee. Hier, die Oma mit dem Dutt, also der Fuchs, der war relativ schwer. Ist doch gut, oder? Ist nicht gut, ist doch ausgeglichen. Okay, das ist jetzt wirklich, also ich habe dieses Rätsel schon beim ersten Mal nicht verstanden, ganz im Ernst. Es ist okay, alleine zu spielen. Ich glaube, das hat einfach nichts damit zu tun, sondern das sagt einfach nur, ja, ich spiele mit mir alleine so. Das heißt, sie darf sowohl links als auch rechts was reinstellen. Ich glaube, der erste Absatz ist unerheblich so. Sie spielt gerne mit den Puppen. Sie beachtet sie mit der linken und der rechten zu teilen. Damit es gegenüber fair ist. Kann ich den auch wieder runterstellen? Ist es nicht, das ist die Lösung so? Also ich glaube, das da bin ich. Das da. Das da bin ich, ne? Warte mal, entfernen. So. Moment, das würde ja bedeuten, dass alles... Nee. Siehst du? Was das da ist, weiß ich nicht. Das ist aber auch eine saudumme Skala, muss man mal sagen. Also ja, es sind jetzt... Also die schwerste Puppe ist definitiv... Also ich gehe davon aus, dass ich das bin, weil diese Puppe hier 2 Gesichter hat. So wie Hinako und Shimizu Hinako, weißt du? So. Mach mal die Oma zu mir und meine Schwester. Das war nix. Meine Schwester wieder rüber und nehmen den da. Also, na, auch nix. Mach mal alles Weiße rüber. Und alles Schwarze dahin. Komm, ich hab das jetzt schon 3-mal in perfektem Gleichstand gehabt. Da muss das doch funktionieren. Ernsthaft jetzt. Es muss doch funktionieren. Okay, dann machen wir alle Mädels nach rechts. Also, muss ich vielleicht einen rausnehmen? Also sie achtet immer darauf, sie mit der linken und der rechten Hinterkopf zu teilen, damit es beiden gegenüber fair ist. Es sind aber... Oder ist das der Witz dabei, dass es nur 5 sind und es müssen 4 sein? Das hatten wir ja. Also alle Frauen rüber, ist ja Quatsch so. So, pass auf. Ist mir egal, die kommen jetzt alle rüber. So, Oma, komm her. Das kann es nicht sein. Okay, dann kriegt die Oma noch mich dazu, ja? So, dann kriegt sie noch dich dazu. Das war nix. Okay, du wieder rüber und gib mir mal das andere da. Nee, siehst du? Das ist nix.
Ja, ganz im Ernst, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, ich mache mal hier kurz Pause und gucke mir einfach die Lösung an, weil ja, ich gebe mich geschlagen. Ich verstehe das Rätsel nicht. Also das Rätsel, es soll sich genau die Waage halten. Das habe ich jetzt 3-mal hingekriegt und es ging nicht. Es geht also darum, eine bestimmte Puppenkonstellation zu haben. Kriege ich nicht hin. Ich drücke hier kurz Pause, guck's nach und gleich bin ich wieder da. Ja. So, da bin ich wieder und die Lösung soll wohl sein Hinako, das ist die da, und die zerbrochene zusammen zu stellen. Was aber nicht der Witz ist. Moment. Ach so, nee. Na komm her. Das hier, die zerbrochene ist die in der Mitte. So, ja, jetzt hat. Okay. Nun, hallo. Na, was machst du so? Gut, hätten wir das auch geklärt? Hat mich überrascht hier. Ja, also, ja. Ja, das Rätsel ist es halt, die haben alle unterschiedliches Gewicht, die Waage muss waagerecht stehen. Hat sie wohl noch nicht bei mir, auch wenn ich finde, dass sie 2-mal waagerecht gestanden hat. Ja. Habe ich das noch nicht aufgenommen gehabt? Ein Holzblock mit einer schrägen Waage, die auf einer Seite aufgemalt ist. Wofür der wohl ist. Ja, das weiß ich. Das ist für mein Zimmer in dem Dingsbums 1. So, holla, 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 holla. Also jetzt kann ich ja quasi zurückgehen. Habe ich schon das Kalender-Dingens gefunden? Ja, vergilbter Kalender. Habe ich schon gefunden. Zeig mal her. Ich muss das jetzt machen. Nein, muss ich nicht machen. Ich gucke jetzt nicht mit dem Handy genau, was das jetzt bedeutet. Das kann ich später noch machen. Was für ein Monat und Tag und ich habe keine Ahnung. So, ich muss also eigentlich einfach nur geradeaus in die nächste links. Und das ganze ZZ. Also, ich bin vorbeigerannt. Ja. Soll ich noch zum Hokura gehen? Ja. Machen wir. Weil ich, glaube ich, ein bisschen was zum Reinlegen habe. Ja, gucken wir, sogar relativ viel. Kutsutee, Schokolade, schrumpeliges Aburage. So, wir haben genau 1000 Glaube. Dann tun wir natürlich, nicht beten. Beten brauchen wir nicht mehr, ein Omamori ziehen. So, was gibt's denn Feines? Schildkröte. Bei voller Gesundheit wird der erlittene Schaden erheblich verringert. Ist halt genau einmal gut. Ist halt genau einmal gut und zwar so lang, bis du nicht mehr volle Gesundheit hast. Das heißt, für den ersten Schlag taugt da was, aber das war's dann auch. Lass mal kurz meine Omamori gucken. Verstand wiederherstellen, Verstand beim Fokussieren, reduzieren, Ladezeit von Fokus und maximal. Ich habe alles auf Verstand. Ich glaube, das könnte man doch mal. Was haben eigentlich die Formen? Ist das Eckige besser als das Rechteckige da? Ich nehme das da raus und ich hätte gerne eins, das Ausdauer macht. Fokussieren, Ladezeit von Fokus, Gesundheit nach Konter, Schwalbe. Kontern ohne Fokus erhöht den verursachten Schaden. Bis zu 5-mal Stapelbahn wird bei erliedenem Schaden zurückgesetzt. Holla, holla, holla. Reduziert die Sichtweite des Feindes. Perfektes Ausweichen ist leichter auszuführen. Nutze ich fast nie. Verhindert kontinuierliches Ausweichen. Garantiert nicht. Haltbarkeit der Waffe gering. Hohe Haltbarkeit. Reduziert den Ausdauerverbrauch beim Sprinten in Kämpfen. Mache ich ja aber nicht. Erhöht die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration erheblich und verkürzt die Dauer, in der du außer Atem bist. Ich glaube, das nehme ich.
So, dann haben wir schneller wieder Ausdauer, wenn wir ihn denn benutzt haben. So, Kalender hingemacht. Jetzt geht's hier wieder rein. Und jetzt aufpassen, nicht, dass da jetzt wieder gleich einer vor uns... Das ist schön hell hier. Da steht gleich ein Ramune für mich. Einladend, finde ich. Dankeschön, nehme ich. Und da hinten ist... Sind wir schon durch? Nee. Nee. Hoppala. Moment. Erstmal dahin gehen. Nicht aufzeichnen, in den Schrein legen. Einmal Ramune reinlegen, ja? Da ist er. Platt ist er. Hättest du mal besser ein bisschen langsamer geschlappt. So. Sorry, aber wer so hier rumtrampelt, dem gehört es einfach nicht besser. So, dieses Mal sieht es ein bisschen seltsam hier. Wir probieren erstmal da drüben, ja? Gut. So. Okay, da war was. Ha. Komm her, Mädel. Mädel, komm her, komm. Ja, nicht so schnell. Lass mir doch mal ein bisschen Zeit. Das kriegst du zurück. Also sowas. So. Junge, auf solche Tricks falle ich nicht mehr rein. Da bin ich zu abgebrüht. Gibt's wieder ein Küchenmesser. Und da hat jemand seine Perücke verloren. Muss ich jetzt da reingreifen? Kommt da jetzt eine Hand raus? Es stinkt halt einfach nur, okay. Küchenmesser. Behalten wir auch hier im Hinterkopf. Aber erst kloppen wir die Monster. Komm, wir machen so wie die Residenz hier aufgebaut ist, machen wir das schön der Reihe nach, ja? Komm her. Ja, die hätten sie ein bisschen näher an die Tür stellen müssen. Ich habe schon eine neue Waffe. Keine Angst, Mädel. Hinakos Tagebuch. Halt einfach die Klappe, Papa. Und du auch, Mama. Das ist meine Entscheidung. Nein, unsere Entscheidung. Tut nicht so, als hätte einer von euch beiden etwas zu sagen. Ich werde nicht so werden wie ihr. Wir werden nicht so werden wie ihr. Ich weiß, dass ihr Hintergedanken habt. Für euch bin ich doch nur ein Schwein, oder? Gemästet und bereit für die Schlachtung, was? Ihr glaubt, eure Geldprobleme interessieren mich? Versucht nicht, unsere Gefühle zu ändern. Oha. Mhm. Okay, da drüben geht es quasi weiter. Langsam, ne? So, rechts sollte sicher sein. Steht keiner. Gut. Wie sieht's links aus? Auch keiner. Ah, Werkzeugsatz. Yeah. Ich weiß, dass ich hier irgendwo war, wo dieses Knubbelmonster war. Weißt du, dieses längliche da. Und
Wir speichern mal kurz. Und dieses Knüppelmonster, da waren keine so... Also das stand quasi frei. Da vorne links, da war das Knüppelmonster drin. Das meine ich damit, ne? So, jetzt, wie sieht's waffenmäßig aus? Nicht gut, dann nehmen wir uns gleich das Messer mit. Das war hier. So, das ist auch recht praktisch in den Gängen hier. Kein Knüppelmonster hier? Okay, kein Knüppelmonster hier. Sehr schön. Brauche ich nicht. Göttliches Wasser brauche ich. Das lassen wir auch. Da habe ich ja gerne einen Vorrat von 3. Das sollte mein Zimmer sein. Ja, richtig. Aha. So. Wo war es? Das da. Aha. Eklig, aber Wachsblock. Aus irgendeinem Grund wurde ein halbtransparenter Wachsblock in mein Tagebuch gelegt. Darin scheint sich etwas zu befinden. So. Ich habe beim ersten Mal durchspielen, ich habe da 100 Mal geguckt. Und ich sag's euch, das kam nicht. Dieser Prompt, dass du halt X drücken sollst. So. Okay. Oh, hier hängt auch schon der Kalender. Aber wir gucken uns noch ein bisschen um, ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Keine Ahnung, möglich, weiß ich nicht. Ich kenne mich bei euch nicht aus, aber wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Da gehen wir nachher hin. Was ist das dann? Gästezimmer? Gästebett? Könnte halt aber auch mal wieder gewaschen werden, oder? Sieht schon ziemlich krutzelig aus. Was ist da drüben los? Keine Ahnung. Bin ich denn hier? Keine Ahnung. Hallo. Kommst du raus? Komm. Komm her, komm. Das ging flott. Oder? Für das, wo so eine Blumenfrau war, das ging schon richtig flott. Okay, kann ich da was nehmen? Nee, das... Natürlich kannst du das nicht öffnen. Sieht man doch, da steht doch eine Blumenvase vorne dran. Kein Problem. Okay. Wir brauchen jetzt noch einen Schlauch für den Propangasherd. Da hinten läuft irgendwer rum. Ist auch gut zu hören. So, was macht eigentlich mein Schwert? Mein Schwert ist wieder full. Sehr gut. Das Zimmer meiner Eltern. Nehmen wir gleich. Gibt's hier noch was? Nee. Da habe ich mich ja schon beim ersten Durchgang gefragt, wenn da eine komplette, frische, neue, gebügelte, gewaschene Uniform hängt, warum ich die nicht anziehe.
Jetzt habe ich ja hier die weiße Uniform an. Ja, die ziehen wir nicht an, weil wir die weiße Uniform haben. Wir wollen unbedingt eine weiße behalten. So. Ganz logisch. Hat die da gerade was geguckt? Nee, das war noch nicht. Da ist ein Stahlrohr. Kommst gleich dazu, Kollege. Komm. Ja, mach doch noch mehr hin. Einer, 2, 3, 4. Und dann extra Piekser. Immer noch nicht. Jetzt hat er aber. Ich wechsle mal aufs Messer zurück und gebe mir dann nachher wieder die... Wo ist die hin? Habe ich die jetzt wirklich mit einem Schnipp abgeschnippelt? Hey, das Messer ist super. Jetzt bin ich natürlich schon am Überlegen, ob ich nicht das Messer behalten soll. So, also, wir haben hier jetzt viel ausgelassen. 2 Türen, um genau zu sein. Die muss ich natürlich gucken. Da geht's also nicht rein. Da hinten habe ich geguckt, ob da was Interessantes ist. Nee, also ja. Aha. Einfach mal nie gesagt, ne? Ja, und hier ist auch noch ein Schrank mit ohne was drin. Naja. Aber gucken muss man ja. So. Okay, nächste ist vorne links. So, wir gucken uns hier wieder gut um. Was? Vogelmuster? Ach, tatsächlich, ja. Ach, da ist der Gummischlauch. Gucke mal. Aber keine Propangasflasche. Ja, das ist kein Ding. Was haben wir hier? Jesus, nee. Okay. Lass mal kurz Waffen. Hier. Wird Zeit, dass man da... So, gut. So. Nee, ich bleib dabei. Messer ist super scharf scheinbar, ja. Aber ich bleib dabei, dass wir das nur nutzen, zum jetzt kleine Monster abschnetzeln und später dann austauschen gegen das Rohr. Und das ist der komische Raum mit der komischen Figur drinne, wo ich immer noch nicht weiß, was es ist. Hat ein Auge, das mich verfolgt, aber ja, oh, da liegt was. Seite aus Mamas Tagebuch, 7. April, Showa 36, 1961. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wie konnte es so kommen? Der Rest der Seite wurde hastig abgerissen. Ja. Moment. Wird das irgendwann mal aufgeklärt, was das ist? Ja, das ist so ein Püppchen da, ja, aber warum? Ist das so groß und liegt da rum? Ich habe ja erst gedacht, das sind Alkoholflaschen. Ich kenne mich ja nicht aus. Aber nee, das ist halt so ein... Ich habe keine Ahnung. Also wir müssen jetzt da oben hin, die einzig freie Tür. Wir gehen natürlich vorher noch speichern. So, wo hat denn... Ja. Achso, das ist die Vogeltür, gell?
Ich glaube... Ich gucke doch da irgendwo hin. Ah. Schokolade. Oh. Da ist das Rohr. Weiß nicht. Wir lassen das Rohr, ja. Wir gehen jetzt erstmal das Zeug hier wegmachen. Hier ist alles soweit clean, ja. In den Schrein legen. Arare, Yokan, getrockneter Kadaver. Oh, ich habe den Kamm vergessen. Darfst auch noch mit, gar kein Problem. 540, da fehlt noch ein bisschen. So, dann holen wir jetzt noch die Schokolade. Die nehmen wir natürlich mit und dann gehen wir da durch. Und dann... Wo war denn das jetzt eigentlich? Irgendwo in dem Schränkchen, glaube ich, oder? Ah, Stahlrohr. Okay, dann war das... Wo war das? Hab ich denn jetzt die Schokolade gesehen? Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Schokolade? Schokolade! Ernsthaft jetzt, wo habe ich die Schokolade gesehen? War das so weit hinten? Da vielleicht? Das war doch in irgend so einem... Da! Da, oder? Ja, da. Ja, gut. Also wir behalten das Messer, haben wir ja gerade beschlossen, oder? Haben wir das beschlossen? Weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das beschlossen haben. So, und jetzt gehen wir da durch. Und dann kommen wir... Keine Ahnung wo an. Oh, sieht düsterer aus. Residenz 1. Bin ich jetzt in Residenz 1? Ich glaube schon. Ah ja, ich hab... Okay. Gibt's hier noch Monster? Ja, gibt es. Gibt es. Gut. Wir müssen da nach links. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ja, komm her, komm. So. Da müssen wir hin. So, jetzt pass auf. Jetzt können wir nämlich hier den Propangasschlauch dran machen. Das hier geht an und wir legen jetzt hier das ölige Zeugs rein, das Wachs hinein. Kriegen somit den Vogelschlüssel. Da waren wir ja gerade eben. Monsterdichte nimmt zu, hä? So. Dann müssen wir noch da oben hin. Da könnte ich von hier aus einfach hingehen. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Ja, ja, ich weiß. Das Problem ist, ich glaube, die Waffen, die wir hier zurückgelassen haben, war, glaube ich, eine Axt oder so, sind wahrscheinlich nicht mehr da. Schade eigentlich, ne? Jetzt könnten wir sie gebrauchen. So, wo ist der Nagel, wo ich hin muss? Da. Und eigentlich sollte es jetzt schon stimmen. Ja. Macht es auch. Sehr gut.
So, weißer Vogel und Fuchsplatte. Hübsch, aber muss das denn sein? Wie rum gehen wir denn am besten? Am besten wäre es, wir gehen wieder so zurück, wie wir gekommen sind. Aus dem ganz einfachen Grund, da waren zumindest mal eben vor diesem komischen Geräusch die Monster soweit schon platt, weißt du? Sieht friedlich hier aus. Abgesehen vom Nebel halt, ne, ist klar. Einer wäre ich vorbeigerannt. So. Einmal Schokolade, bitte. Danke. Und einmal speichern, bitte. Danke. So. Und jetzt müssen wir gehen. Komm. Ja, hopp, komm, ist gut, hopp. Kriegst noch einen hinterher, komm. So, jetzt bleib, wo du bist und hör auf zu quietschen, ja. Wo ist denn ein Kollege hin? Stimmt, da hinten war ja... Nee, ich muss erst mal gucken, ob ich... Aber ich habe nur... ich habe 2 Platten. Okay, sagen wir mal so... Also, Schwert und Fuchs kämpften auf einer Waage. Die Waage muss unten hin. Der Fuchs fiel dem Schwert zum Opfer. In der Folge verschwand sein Siegel auf dem Land. Okay, also es gibt keinen Fuchs. Schwert erhebt sich gen Himmel. Waage ist nun der aufgehenden Sonne. Osten, oder? Im Osten geht die Sonne auf. Also Waage rechts, Schwert oben. Und Vogel soll wegfliegen. Vogel links. Probieren wir es mal, oder? Waage dahin, ja. Der da nirgends, sondern der Vogel, haben wir dahin gesagt. Da fehlt das Schwert. Fehlt da noch eins? Weiß gar nicht. Der Fuchs dem Schwert zum Opfer. In der Folge verschwand sein Siegel auf dem Land spurlos. Ja, also kein Fuchs mehr zu sehen. Schwert erhebt sich gen Himmel. Also ich glaube, da fehlt noch das Schwert. Und das muss halt oben hin. Die Waage ist nun der aufgehenden Sonne gewidmet, also rechts. Jetzt geh jetzt, weißer Vogel, flieg davon, komm nie wieder zurück. Im Osten geht doch die Sonne auf, oder? Ja. Und wenn der Vogel wegfliegen soll, dann kann er ja nur nach links oder so gehen. Oder nach unten. Mal probieren, ob er ihn nach unten machen soll. Ja, ich glaube, das ist so richtig. Uns fehlt halt noch das Schwert. Mich nervt's da hinten ein bisschen, weißt du? Ja.
Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann gucke ich mich auch hier jetzt gerade noch ein bisschen um. Er hat mich jetzt einfach nur 電気が genervt. 壊れかけてる。 Ja, ich weiß. もう少しだけ待 Ne, ってく da, れ。 da fehlt ja noch, ja, das wissen wir. So, uns fehlt noch ein Siegel. Das von einem Schwert höchstwahrscheinlich. Was guckst denn du so? Und das werde ich höchstwahrscheinlich in dem Vogelzimmer da kriegen. So, dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Was ist das mit der Waage? Da hier sind wir noch falsch, richtig? Ja, ich glaube, ja. Einfach noch einmal durchgehen, ja. Moment, ich kann ja einfach gucken gehen, ne? Shimizu Residenz. Da ist das Vogelzimmer. Wir müssen in die Residenz 3 und wir sind in der 2. Also einfach. Hallo. Einfach einmal geradeaus durch, bitte. Den Gegnern so gut wie möglich ausweichen, dem da auch. Den kann ich nämlich nicht leiden. Zack. Und da jetzt reingehen. So, siehst du, hier sieht es doch schon mal viel cleaner aus. Und ich muss zum Vogelzimmer. Und da muss ich ganz außen rum. Ich speichere hier mal. An die hier kann ich mich erinnern, ja. Au! Au! Mach doch sowas nicht. So. Das hat jetzt aber ordentlich Kraft gekostet. Benutzen wir einfach hier. Es gab ja hier irgendwo noch eine Axt, aber die werde ich jetzt nicht mehr finden. Wie gesagt, die wechseln da ja dann... Die wechseln dann ja durch. Wenn man hier wechselt. Oder auch nicht. Gut, dann nehme ich jetzt das Stahlrohr und tausche es gegen das Messer aus. So, der Vogelraum, der ist doch hier ein wahrer Traum. Ach, da unten. So. Jetzt müsste dieser hier sein. マジでそれ冗談だろ。大マジ。そんなやつ俺知らねえよ。覚えて Das もね ist え da, よ。 wo sie Shu gesagt hat, dass er それが急に今頃になって gegen ihren Willen Wackeがわかんねえな。 verheiratet wird. Verkauft どう eigentlich しよ sogar. うか。相棒はどう思う？それはひな子が自分で考えて決めるしかねえよ。俺が口出しできることじゃねえし。おかしいよね。それに私女扱いされるの嫌だし、相棒だって似合わないって思うでしょ。うん。だよね。私も似合わないって思うし。そう決めつけるなよ。答えを急ぐな。悪い癖だぞ。もっと時間をかけてゆっくりと考えろ。心を落ち着けて静かに心の中の自分と対話しろ。そうだな。相棒の言う通りだ。大丈夫か？また頭痛か？
お前は悩み込むとすぐ頭痛に出るな。我慢せずに薬飲めよ。ひどくなってからじゃ遅いんだからな。買ったやつ全然効かないんだ。そうか。また俺が見繕ってやるから、お前の体質に合ったやつを探してみる。ありがとう相棒。やっぱり頼りになるな。いいか。どんな選択も焦って選んだら必ず後悔する。じっくり考えるんだ。それだけは絶対に約束しろ。お姉ちゃんにも同じこと言われたよ。わかった相棒、約束する。 Du hast es. Ich glaube, im Englischen oder so hieß es wahrscheinlich You've got it oder sowas. Also, ja. So, hier haben wir schwarzer Vogel und Schwertplatte, genau. Sehr schön, das ist das, was noch gefehlt hat. Ich gucke mich natürlich noch um. Also in dem Raum waren wir noch nicht. Scheint aber auch nichts mehr drin zu sein hier. Hier geht's... Hier hinten ist nichts, ne? Ne, da waren wir. Vorsicht. Okay, ich muss nach rechts. Also gucke ich natürlich erstmal, ob links irgendjemand ist. Ich muss jetzt wieder zurück in die Residenz 1. Das würde ja bedeuten, einfach so schnell wie möglich. Ich bin jetzt in der Residenz 3. Einfach hier durchgehen. Einfach hier durchgehen. Ja, ja, okay. Gut. So, und jetzt kann ich gleich in mein Zimmer. So, das brauche ich nicht. Dankeschön. Nochmal speichern, weil was können. So. Alles friedlich, ja? Gut. So, also, da oben soll das Schwert hin, genau so. Ah. Wurde automatisch reingemacht, aber das Spiel denkt so, nee, du musst das nochmal raus und nochmal reinmachen. Ja, okay. Kiefernbaumwappen. Ein Holzwappen mit eingraviertem Kiefernbaummuster. Hinako, いるなら返事ぐらいして。シュウ君が来てるって言ってるでしょ。相棒、調子はどうだ？調子って？私調子悪くないよ。最近学校でも上の空じゃないか。俺たちが話しかけてもぼんやりしてるし、悩みすぎてまた頭痛がひどくなってるんじゃないかって思ってさ。全然。そうか。うん、心配しすぎだよ。ごめんね。お手洗い行ってくるね。あ、うん。ひなこのお母さん言ってたな。最近隠れて何かを読んでいるって。これがそうなのか。ごめん、タンスの裏になんか見えたんで。読んだ？え？何も読んでないよね。忘れて。週には関係ないから。何も読んでないよ。というか字なんて何も。ごめん、帰ってもらっていい？今日は体調が悪いの。お前さ、帰って。わかった。また明日。Dass sie mir jetzt aber so die kalte Schulter zeigt. Mach mal Platz, Mädel. Ich muss gucken, was das da war. Ja, sie geht nicht weg. Wir haben jetzt noch ein Gespräch, wir zwei. Ich würde zu gern wissen, was das war. Ich glaube aber, irgendwo hier gab es ja den
Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ein Liebesbrief ist, aber Brief von einem Mann oder so hieß es. Okay. Dann. Shimizu Hinako. Hinako. 心がね、自分でも不安になるくらいにすごく大きく早くおかしくなっていくの。サクコに聞いたらそれは恋なんじゃないかって言うんだけれど、本当にそうなのかな。私が想像していた恋っていうのはもっともっとじっくり温かで酸っぱいんだけれど、ほんのり甘くてくすぐったくて、そういうものだと思ってた。でもね、今の私はそれとは全然違う。これは温かで酸っぱくて甘いんだけれど、まるで誰かに足をつかまれて沼の底に無理やり引きずり込まれるような、そんな感じなの。とても心地いいよ。でもね、なぜかずっと心のどこかで怖さも覚えているの。これは本当に恋なのかな。私だけが特別なのかな。あなたはどう思う？ねえいや、わからない。でも一つだけわかるよ。あなたのその気持ちは多分シュウに感じたものとは全く別の、全く異形の何か。私とあなた、どちらもひな子だけれど、きっとどちらかが間違っている。お願い。もし私が間違っていたなら、私を殺して、ねえ解放して。さもなきゃ私があんたを殺すから。Mhm. Eintrag aktualisiert. Was gab's Neues? Bei uns galt immer die unausgesprochene Regel, dass wir einander nicht als Junge und Mädchen betrachten sollten. Deshalb haben wir uns im Laufe unserer Kindheit immer gegenseitig Partner genannt. Aber mit der Zeit entwickeln sich unsere Körper langsam in die Richtung, die wir nicht wollten. Wenn ich Shu als den Mann betrachte, zu dem er heranwächst, habe ich das Gefühl, dass unsere wertvolle Beziehung zu Ende geht. Und der Gedanke, ihn zu verlieren, macht mich absolut fertig. Wahrscheinlich fängt Shu an, die gleichen Gedanken wie ich zu haben. Aber er behandelt mich immer noch wie sein Partner. Ich schwöre, dass ich als Partner an Shus Seite bleiben möchte und das nicht auf romantische Weise. Aber gleichzeitig gibt es einen seltsamen Teil von mir, der möchte, dass er mich als Mädchen sieht. Es gibt da noch einen Eintrag zu Junko. Ich habe Junko einmal im Krankenhaus besucht, als sie schwanger war. Sie hat auch ein Kind. Ihre Morgenübelkeit war so schlimm, dass sie zwischen dem Erbrechen nur noch stöhnen konnte. Ihre Hände waren rau und rissig und ihr Gesicht sah aus, als wäre sie über Nacht um Jahrzehnte gealtert. Als ich sie so sah, war es, als wäre die Schwester, die ich verehrte, verschwunden. Das macht die Ehe mit einer Frau. Sie lässt einen wie Junko enden. Wie Mama. Öffne die Tür zum Zimmer, aus dem Shus Stimme kam, sorry. Müsste da hinten gewesen sein. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht.
ob es da einen Kampf gab oder nicht. Werden wir gleich sehen. Also die Zederplakette rein. Kiefernbaum, sorry. Muss ich diese Dinger da kaputt hauen? うちの仲間で Ich glaube, wir bereiten uns gerade für einen Endkampf vor. これってお供え物 So. Und Werkzeugsatz. Okay, pass auf, dann nutzen wir den jetzt halt mal. Und zwar bei dem Hammer. Okay. Da liegt noch ein Baseballschläger. Und da liegt noch ein Higashi. So, da liegt ein Baseballschläger. Ich habe hier gerade so ein Déjà-vu. Und zwar, dass ich genau an dieser Stelle beim ersten Durchgang nicht weitergespielt habe. Aber heute nicht. Heute machen wir den Kampf noch. Aber erst lege ich den Higashi in den Schrein und ziehe mir noch einen Omamori rein. Krabbe. Haltbarkeit der Waffe verringert sich beim Fokussieren nicht. Ich wusste gar nicht, dass sich da die Waffe verringert. Im Ernst, beim Fokussieren verringert sich die Haltbarkeit der Waffe? Also nur beim Fokussieren? Interessant. Interessant. Ja, ich nehme mal das hier. So. Waffencheck, Waffencheck. 1, 2, 3. Wir haben das heilige Schwert fast voll. Das ist voll. Alles hoch. Okay. Wir nehmen den. Wir nehmen den anstatt das Eisenrohr. Ich mag das Stahlrohr lieber, weil es meiner Meinung nach länger hält. Aber es geht halt gerade nicht anders. Das ist der Kampf gegen Vater und Mutter. Oh, oh Mann, das war ja auch noch. Ja, stimmt. Das sind meine Freunde. Rinko, verbrannt, Schuh, ich glaube Herz oder sowas. Nee, Schuh erstickt und Sakuko Herz, soweit ich weiß. Halt. So. Wir machen den Kampf wie beim ersten Mal. Wir gehen wieder auf den Vater. Wenn wir nämlich auf die Mutter gehen, müssen wir die Mutter zur Strecke bringen und danach den Vater. Wenn wir aber nur auf den Vater gehen, müssen wir nur den Vater zur Strecke bringen und die Mutter hört dann auf.
包丁のさよどうぞご覧くださいよなんだその戦は Das war da, wo er das Messer nach ihr geschmissen hat. Ich bin so froh, dass man genau das nicht sieht. Ich mag kein Body Horror. So. Also wie gesagt, der Plan ist, wir konzentrieren uns auf den Vater. Wir versuchen es zumindest. Ist einfacher gesagt als getan, weil die Mutter nämlich da rumsteht und dauernd Zeugs auf uns schmeißt. Oh, das ist wirklich super, das Ding. Weil es so eine riesige Reichweite hat. Aua, im Gegensatz zu mir, ne? Ich habe keine riesige Reichweite. Ja, ich weiß. Hast du gesehen, wie die Mutter wieder irgend so ein Zeugs geschmissen hat? Hör auf, rumzuklären, Vater. Ein Schlag noch. Was soll das? So. Auch hier wieder. Ich habe quasi meinem Vater Widerrede gegeben und sobald, mein Vater ist ja das Familienoberhaupt, sobald der Vater aufhört, hört die Mutter auch auf. Weil die Mutter einfach nur da ist und das macht, was der Vater sagt. Und wenn der Vater nichts mehr sagt, macht sie auch nichts mehr. Ja. Und genau aus dem Grund will Hinako nicht so werden wie ihre Eltern oder wie ihre Mutter. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Sie muss sich halt von ihren Eltern trennen. Und das war das,
was wir gerade gesehen haben.私は一体まだ体が馴染まないのだろう。よくここまでこらえてくれた。Denke mal noch einer. Hm. これでは皆様に愛想を尽かされてしまうでしょうか。そんなことは私が許しはしない。少し血色が良くなった。君の体にも合うようだ。これは先祖の霊に備えた米と水を混ぜ合わせてこしたものだ。神聖な力が宿っている。もう立てます。ありがとうございます。そうか、気をつけて。行こう。君のために用意した一番大切なものがある。はい。Nicht umdrehen, sonst ist er weg. Und er ist weg. So. Okay. Da sind wir. Und da bleiben wir. Denn dies ist die Verabschiedung. Oh, es ist nicht geplant, dass du hier hochgehst. Dies ist die Verabschiedung für heute. Morgen machen wir hier weiter. Okay? Danke und auf Wiedersehen.